Get ready. Ja, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge bei Automobile Lamborghini 64er Release-Spiele vom 64er. Ja, hauptsächlich hier 2x64 im Satz gebraucht. Und die Strecke ist doch ein bisschen anspruchsvoller als die letzte noch. Wir haben hier jedoch schon mal einen geholt, sind auf dem 5. Platz und das sieht doch schon ziemlich gut aus. Und fahren die Wand, die werden dass ich das sage. Und in die nächste, ja. Ja, ich werde jetzt da sicher eine Runde brauchen, bis ich wieder rein bin, wenn wir da die Bahn zuerst auch wieder mal einprägen. Es ist doch schon ein Zeitchen her. Ui, was ist denn da passiert? Seit ich das letzte Mal gespielt habe und ui, da ist etwas Gröberes passiert, dass man da jetzt gerade alle auf einen Schlag überholt hat. Tja, so kann das Leben spielen. Im letzten Moment noch voll bei den Verlierern auf dem 5. Platz und 2 Kurven später sind wir Erste. So kann es im Leben laufen. Wir haben da, wenn ihr sicher auch schon im ersten Part gesehen habt, die Pfeilangabe, weil ich richtig, dass die Strecke als nächstes geht. Da hat in dieser Generation von der Rennspiele eigentlich, ja nein, hat schon früher angefangen. Aber ich finde es doch noch gute Hinweise, gerade so bei Rallye-Spielen habe ich die Angabe immer gerne gehabt. Ja. Jetzt, letzten Part den Boxenstopp angesprochen, den werden wir sicher einlegen, jeder wahrscheinlich erst in der, ja, die Kurve für Luigi Glavani. In der dritten Runde. Weil wir haben hier eine Reifenabnutzung und Benzinverbrauch und irgendwann kommt dann einfach die Meldung, you need a pit stop, also musst du einen Boxenstopp, und wir werden jetzt da die Meldung wahrscheinlich abwarten, bis wir die Box fahren. Ihr merkt es auch im Verlauf des Spiels, wenn ihr länger spielt und die Meldung gekommen ist und ihr nicht an die Box geht. Ihr merkt einfach, dass das Handling vom Auto nicht mehr gleich einfach ist, also das Ganze ein bisschen schwieriger wird. Jetzt sieht das Ganze eigentlich besser aus, als das ich gedacht hätte, weil wir fahren da wirklich schön vorne weg. Da obwohl wir dort in der einen Kurve und jetzt auch noch in der immer irgendwie ein bisschen halbwegs die Wand hineinknallen. Ja, ihr müsst entschuldigen, vielleicht hören das auch, ich bin ein bisschen am Kränkeln. Aber ich hoffe, das tut da keinen Abbruch. Jetzt werden wir mal schön rundherum kommen. Dafür haben wir einfach einen schwarzen liegen gelassen. Das hätte jetzt nicht rassistisch sollen sein, sondern eine Bremsspur. Und jetzt ist Meldung gekommen, also fahren wir in dieser Runde am besten an der Box. Jetzt, ja, als Kind, als ich das Spiel gespielt habe, habe ich eigentlich den Boxenstopp noch cool gefunden. Jedoch bin ich ein Linkshändler und darum, wenn ihr in der Box sind, dann müsst ihr zuerst den Joystick ein bisschen aufdrücken, damit ihr euren Tank füllen könnt, und nachher müsst ihr, glaube ich, auf die rechte Drehrichtung, also im Uhrzeiger sind den Joystick drücken, und als Linkshändler geht da die Uhrzeiger-Drehrichtung halt ein bisschen gegen die Hand. Und darum habe ich die grösste Mühe gehabt, diese Boxenstopps, weil ich immer auf die linke Seite umdrehen anstatt auf die rechte Seite. Und wir haben hier einen Boxenstopp jetzt angelegt, der nicht einmal so schlecht war. Ja, wir bleiben vorne. Der Verfolger direkt hinter uns, oder beide Verfolger sind auch in die Box gegangen, der Blau und der Grün. Jetzt werde ich mal das mal in dieser Runde, bevor wir ins Ziel fahren, probieren zu merken, dass der Zweitplatzierte hinter uns ist oder welche Farbe. Weil dann könnte man unter Umständen ausfindig machen, welcher Fahrer jetzt da der Paul ist. Der gerade hinter uns platziert ist im Moment. Jetzt seht ihr es wahrscheinlich auch vom Renkeln her, eben dass die Steuerung
da ziemlich direkt ist. Und da so ein Tipp am Rand, wenn ihr einen älteren 64er-Controller habt und das Mario Party auch daheim habt und euer 64er-Controller halt von Mario Party 1 her ein bisschen massakriert habt und der Joystick halt ein bisschen ausgeleiert ist, dann habt ihr es ziemlich schwer bei dem Spiel. Also wenn ihr das Spiel wieder mal spielen und halt reelle oder ein bisschen bessere Chancen habt, dann nehmt euch doch einfach einen Original-Controller zu, der noch einen besseren Zustand hat, und ihr werdet sehen, ihr könnt das Spiel ein bisschen einfacher spielen. Wieder, dass ihr es in Erinnerung habt von den letzten Versuchen. Weil ein guter Controller bei dem Spiel macht doch ziemlich viel aus. So, da haben wir auch relativ viel geredet. Wir sind in der vorletzten Runde, sind immer noch ziemlich souverän Erste, auch wenn wir jetzt schon wieder in die Wand hineingefahren sind. Oder ich, besser gesagt. Ihr schaut ja noch zu, ich tue euch da einfach unnötig Lebenszeit vergeuden, sofern ihr natürlich die Let's Plays, meine sinnlosen Let's Plays da überhaupt mitverfolgt. Ja, es hängt halt wirklich ein Haufen Erinnerungen aus der Kindheit an dem Spiel bei mir drum. Ich denke, das gehört jetzt bei mir halt auch einfach da rein. Und wie gesagt, beim Lolo bin ich, ja, ich finde das Lolo wirklich cool Spiele, aber ich habe dort Let's Play Aufnahmen, die sind nicht so gewesen, wie ich mir da jetzt unbedingt vorgestellt hätte. Einpack auf die letzte Runde sind wir jetzt. Aber eben weil das ganze Hobby ist, habe ich da nicht Lust, die Aufnahmen teilweise 3-4 Mal machen, bis wir wirklich so sind, dass man sagen, mal, jetzt wäre ich zufrieden, weil dann kommt ich nie so weit, dass ich irgendwie alle Wochen ein Video aufbrächte, weil ich bin berufstätig und das Ganze da ist wirklich nur ein Hobby. Und nebenbei habe ich auch noch einen Haufen anderes zu erledigen, wieder noch arbeiten oder gamen. Dann noch ein bisschen hobbymäßig da ein bisschen die Videos zusammenschneiden. Also, ich hoffe, verzeiht mir das, wenn nicht, dann müsst ihr euch halt jemand anderes suchen im YouTube-Channel oder sonst auf irgendeinem Game-Channel und halt den Leuten folgen, die das Ganze ein bisschen professioneller machen und nicht nur als Hobby anschauen. Ich verstehe das natürlich voll und ganz. Sehen wir da den zweiten Part wahrscheinlich auch sehr, sehr schön und souverän ins Ziel gebracht. Schauen wir natürlich auch nochmal eine Rangliste an und dann sehen wir uns nachher eigentlich schon im nächsten Part wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.